Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Runter kommen sie alle. Oben ist noch keiner geblieben, runter kommen sie alle ganz von alleine. Ein Spruch, der eher aus der Fliegerei kommt, und trotzdem habe ich bei meinem letzten Urlaub jetzt im Sommer öfters mal an diese Worte gedacht. Mit meiner Familie zusammen hatte ich wunderbare Tage am Alpsee im schönen Allgäu. Umgeben von ganz wunderbaren Bergen ließ ich mich auch von diesen Bergen einladen, den ein oder anderen zu besteigen. Ich habe geplant, wie kann der Aufstieg gut gelingen, was für einen Weg kann ich gehen, wie viele Höhenmeter sind zu bewältigen, kann ich das schaffen. Ich hatte das Gefühl, ich bin gut ausgerüstet und bin losgezogen und hatte auch wirklich tolle Erlebnisse, richtig schöne Aussichten bei dem Aufstieg, und natürlich diese Momente oben am Gipfelkreuz sind einfach unvergesslich. Diese Aussichten, diese Eindrücke, was ganz Wunderbares. Doch dann natürlich kommt irgendwann der Moment, wo man dran denkt, okay, jetzt bin ich oben, aber ich müsste auch wieder runterkommen. Und dann habe ich mir den Weg mal so angeguckt und habe festgestellt, ziemlich felsig, ziemlich steil, und an manchen Tagen war es dann sogar noch ein bisschen nass, die Felsen, und rutschig, und ein Halteseil war weit und breit nicht in Sicht. Runter kommen sie alle ganz von alleine, weit gefehlt war das. Ich hatte mal wieder unterschätzt, dass das Runterkommen vom Berg gar nicht so einfach ist. Auch das will geplant sein und bedacht sein. Hochkommen geht ja immer noch ganz gut, man hat ein Ziel vor Aussicht und dann Schritt für Schritt immer bergauf. Das ist so, da im wörtlichen Sinn, beim Bergsteigen, aber natürlich auch im übertragenen Sinn. Das, was man mal hat, das will man ganz gerne behalten. Besitzstandswahrung könnte dafür ein Wort sein. Oder ich denke auch an die Erfahrung von so vielen Menschen, die das, was sie einmal konnten, plötzlich nicht mehr können, aus welchen Gründen auch immer. Das ist gar nicht so einfach mit dieser Erfahrung, dass es eben nicht immer nur bergauf geht, sondern auch wieder ein Wegstück bergab kommt. Damit umzugehen, das ist gar nicht so einfach. Auch bergab gehen will geplant sein, oder wenn es vielleicht nicht planbar ist, tut es vielleicht gut, wenn man beim Hochgehen oder bei Gipfelmomenten schon mal daran gedacht hat, dass es auch wieder abwärts gehen könnte. Oder diesen Gedanken zumindest nicht verdrängt hat. Das kann gar nichts schaden. Zum Glück kam ich immer wieder gut und wohlbehalten vom Berg runter und gut wieder zu Hause an. Ich habe das Glück, dass ich an einen Gott glauben kann und auch glaube, der mitgeht, der dabei ist, egal ob es hoch geht oder ob es runter geht. Ich kann glauben an Jesus Christus, der mir Orientierung gibt in dem, was er sagt, in dem, wie er gehandelt hat, der mir Richtschnur ist und Halteseil ist im Leben, ob es hochgeht oder runter geht. Diese Erfahrung muss auch der Apostel Paulus gemacht haben, wenn er dann später in seinem zweiten Brief an Timotheus schreibt: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Kraft, Liebe, Besonnenheit, das ist gut zu haben beim Bergabgehen, beim Bergaufgehen, ganz egal. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr kraftvoll unterwegs sein könnt, dass ihr in einer liebevollen Umgebung unterwegs sein könnt und dass ihr einen besonnenen Blick darauf habt, auf eure Schritte, die ihr geht im Leben. Ganz egal, ob die jetzt bergauf gehen oder bergab gehen. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.